Tja, wie soll man denn so ein Video beginnen, wo einem noch am Tag danach die Worte fehlen? Ja, erstmal hallo, moje, jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder da. Ich bin gestern Morgen aus Serbien angekommen. Also mein Urlaub ist dann ab morgen dann auch offiziell komplett vorbei. Das war aber auch schon gestern zu Abpfiff. Ja, da nimmst du extra so einen Flug, der ursprünglich um 6:40 Uhr hätte starten müssen. Fährst mitten in der Nacht los, beziehungsweise lässt dich von deinen Verwandten mitten in der Nacht zum Belgrader Flughafen fahren. Sind um 3:30 losgefahren, sind alle so um 2:45 aufgestanden. Ich mach das nie wieder. Ich mach das nie wieder. Wisst ihr, das war eine der arschigsten und egoistischen Dinge, die ich jemals getan habe. Denn ich war ja nicht allein in Serbien. Meine Mutter war mit, weil wir haben Sachen zu erledigen gehabt. Das Haus wurde auf mich übertragen. Wir haben uns dort einen Wagen gekauft, damit wir vor Ort ein Fahrzeug haben. Solche Sachen halt. War viel auch, es war nicht nur Urlaub, wir mussten viele Sachen erledigen, aber trotzdem. Ich habe es original meiner armen Mutter angetan, dass wir da mitten in der Nacht aufstehen, damit der dumme Leo noch schön abends zum FC gehen kann. Anstatt dass ich irgendwann am Nachmittag irgendeinen Flug buche oder vielleicht heute, am heutigen Sonntag vielleicht einen Flug buche. Damit wir da schön nochmal einigermaßen ausschlafen können und dergleichen. Ja, und so ging es dann übermüdet am späten Nachmittag dann mit meinen üblichen Begleitungen ins Müngersdorfer Stadion. Alle natürlich euphorisch. Natürlich habe ich auch doch einen Spieltagstipp abgegeben, der mal komplett in die Hose gegangen ist. Ja, und direkt mal, das ist ja kein Spoiler, ihr seht ja auch im Videotitel. Glückwunsch an den FC Magdeburg, ja. Seht mal bitte zu, dass ihr irgendwie aufsteigt, dann können wir uns das wenigstens schönreden, können wir wenigstens sagen, ja, wir haben halt gegen das Team verloren, das dann letzten Endes aufgestiegen ist und so weiter. So kann man sich das natürlich auch alles letzten Endes schönreden. Ja, ich tue mir auch schwer, die ganze Sache zu rekonstruieren. Das haben ja alle meine Freunde schon getan. Fabio, Pierre, Taubi haben die ja schon in aller Detailliertheit ausgeführt. Ich kann nur sagen, ja, das war eigentlich noch so eine sehr ansehnliche Partie insgesamt gesehen. Also das war wirklich nichts, wo du hättest glauben können, dass wir das Spiel noch verlieren. Nein, das war eigentlich so ein Ding, dass wir die teilweise so richtig an die Wand gespielt haben. Nicht nur teilweise, größtenteils, da sind sich auch alle einig. Ich meine, wenn du 33 Mal eine Chance dir erspielst und davon nur einmal verwandelst, ja, dann musst du wirklich ein bisschen mit dir selber hart ins Gericht gehen. Ich selber bin auch überlegen, soll ich etwas härter ins Gericht gehen oder nicht. Aber andererseits, wir haben ja vorher 3 Pflichtspiele gewonnen. Aber was halt auffällt, wir kassieren dauernd. Wir kassieren jedes Mal ein Tor. Theoretisch gesehen, das sagen auch viele, musste schon 2 oder 3:0 in Führung liegen, damit das safe gewonnen wird. Ich meine, okay, ja, wir waren teilweise so, dass wir die an die Wand gespielt haben. Und das war wirklich Chancen im Minutentakt. Die haben eigentlich richtig geil gespielt. Wir alle auf der Tribüne, wir haben schon diskutiert, boah, wie geil wir spielen, das kennen wir ja gar nicht mehr so. Auch diese ganzen Ballrückeroberungen, das habe ich schon so lange nicht mehr beim FC gesehen. Und es hat dann im Nachhinein doch nichts gebracht. Ich meine, ich bin natürlich froh, dass Damien Downs schon das zweite Mal hintereinander getroffen hat. Einmal nochmal kurz, also, welche Spielminute war es? 49. Spielminute, 4 Minuten nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit. Ja, Damien Downs trifft. Und ich dachte mir nur in diesem Moment, perfekt, alles klar, jedes Tor von Damien Downs oder auch gerne von Tim Lemperle verhindert einen weiteren Startelf-Einsatz von Steffen Tigges. Das ist, ganz ehrlich, das ist mir wichtig. Ja, ich gehöre auch zu der Riege der Tigges-Hater. Da stehe ich zu, ganz klar, weil er nimmt Leuten einen Kaderplatz weg, die vielleicht mal eine Chance verdient hätten und gurkt da einfach nur rum, aber er hat zu wenig gestern gespielt, als dass ich da jetzt etwas ausführlicher drüber sprechen kann. Was halt auf jeden Fall auffällt, wir haben eine sehr starke Startelf, eine wirklich hervorragende Startelf für die zweite Liga. Solange diese Jungs zusammenspielen,
ist alles drin, was sich positiv auf das Ergebnis auswirkt. Aber wird auch schon nur einer aktuell ausgewechselt, da musst du dir Sorgen machen. Da musst du dir wirklich Sorgen machen. Ich meine, okay, so ein Obus ist auf der Bank, aber der kriegt ja keine Chance. Ja. Der kriegt keine Chance. Ein Tigges jedes Mal. Ein Tigges muss früher oder später immer in den Kader rein. Der muss rein. Ist scheißegal, dass der jedes Schaltjahr mal ein Tor erzielt. Der muss seinen Kaderplatz bekommen. Ich bin wirklich sprachlos. Ich bin sprachlos. Wir haben so geil gespielt, da verlieren wir am Ende. Ja. Dass wir unsere Chancen nicht machen, dass wir sie nicht nutzen. Dafür haben wir die Quittung dann in der 68. Spielminute kassiert. Michel, also von Magdeburg, hat dann den Ausgleich erzielt. Und da war für mich schon klar, ach du Scheiße, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, weil wir einfach die schon vorher ausgespielten Chancen schlicht und ergreifend nicht machen. Weil das ist ja jedes Mal irgendwie so bei uns in den letzten Jahren. Sofort ist das Selbstvertrauen weg. Ja. Und da noch die Auswechslung von Linden Meiner. Ab dem Moment wusste ich, hier ist irgendwie nicht mehr viel drin. Aktuell ist der Mann ja meiner Meinung nach unser eigentlich bester Spieler. Aber sobald ihn die Puste ausgeht und der draußen ist, da musst du dir wirklich Sorgen machen. Und die Sorge war ja dann berechtigt. Dann ja, irgendwann in der 83. Spielminute. Hugonet, denke ich mal, wird das ausgesprochen, weil Jean ist ein Vorname. Habe ich mich nicht großartig mit der Magdeburger Mannschaft auseinandergesetzt. Und ja, hätte ich mal machen sollen, dann keine Ahnung. Also letzten Endes, wir waren vielleicht in vielerlei Dingen überlegen und besser. Aber die waren cleverer. Die haben die zwei Chancen, die sie da hatten, okay, es waren insgesamt 6 Torchancen und die Passquote war auch höher, Ballbesitz auch höher. Und das kam denen dann halt zugute. Ja, das war ein merkwürdiger Tag im Nachhinein. Schwierig, das Ganze aufzuarbeiten. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Und ich bin da letzten Endes ziemlich sprachlos und ja, was soll ich das sagen? Jedenfalls bin ich wieder da. Die Rückkehr nach Deutschland war ein entsprechender Flop. Hab mich auch nicht besonders gefreut, außer auf den FC und dann, ja, dann sowas. Dann sowas im Nachhinein. Aber gut, immerhin 3 Pflichtspiele vorher gewonnen. Vielleicht ist es bei uns so immer so ein Auf und Ab. Mal ab und zu gewinnen wir, dann verlieren wir wieder. Ich glaube, so eine merkwürdige Saison wird das. Ich denke mal nicht, das wird so eine Scheiße wie letzte Saison werden, dass du eigentlich dich fragst, in wie vielen Jahren gewinnen wir denn nochmal? Ist halt nur blöd. Ich habe halt das Gefühl, bei Spielen, wo ich vor Ort bin, da erlebe ich einfach keinen Sieg mehr großartig. Okay, man kann auch auf der anderen Seite sagen, ich durfte letzte Saison dann die paar Heimsiege, die wir hatten, noch miterleben, aber Trotzdem, da fragst du dich manchmal, liegt es an mir? Bin ich hier der Seuchenvogel? Keine Ahnung, wenn das so weitergeht, vielleicht bleibe ich den Spielen dann doch fern. Nur dem FC zuliebe, aber ach komm, scheiße, als ob mir hier jemand eine Medaille geben würde, weil ich so ein krasser FC-Fan bin. Als ob jetzt jemand sagen würde, hey Leo, geil, dass du gestern einen Flug gebucht hast, damit du noch abends beim Spiel sein kannst. Das mache ich nie wieder. Ich hatte in Serbien zu guter Letzt, als ich mich dann langsam wieder an die Gegebenheiten dort angepasst hatte, eine schöne Zeit, die ich auch gerne auch erst heute hätte beenden können. Keine Talerhorns, kein rot-grünes Geschwätze. Es war ein Heilprozess. Es war ein absoluter Heilungsprozess. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie sagte doch einer meiner User, einer meiner Follower, als wir uns mal auf Instagram vor kurzem geschrieben hatten, Leo, du fühlst dich dort wohl und mach es nicht vom FC abhängig, ob du in Deutschland bleibst oder nicht. Deswegen, keine Ahnung, was in den nächsten Jahren passiert. Ja, mit der Idee setze ich mich schon seit meiner Kindheit auseinander, aber jetzt mal so Real Talk. Seid nicht schockiert, wenn da eines Tages mal vielleicht hier ein Video auf dem Kanal kommt, wo das dann heißt, ich verlasse Deutschland und ziehe nach Serbien. Keine Ahnung, kann gut sein, kann auch nicht sein. Der FC war in den letzten Jahren das Einzige, was mich so an dieses Land hier gebunden hat. Ja, keine Ahnung. Ich will es ja nicht vom Sportlichen abhängig machen, aber kommt ja nichts zurück. Sage ich mal ganz ehrlich. Weißt du, da tröstest du dich jedes Mal mit dem FC und
lässt er andere Dinge liegen, die dann vielleicht eigentlich im Leben mehr Relevanz haben. So sehe ich das halt. Ja, aber trotzdem, ändert nichts an meinem Fansein. Ich bin weiterhin dabei. Ne? Meine Güte, wir sind ja nicht irgendwie Erfolgsfans. Ich zumindest nicht. Ich habe ja auch den FC lieben gelernt, weil er so ein lovable Loser ist. Wir sind halt sowas, was die New York Mets für die MLB sind. Ein liebenswürdiger Verlierer. Und das bindet uns wahrscheinlich weiterhin an diesem Verein. Keine Ahnung. Aber ich werde mich wahrscheinlich sehr schwer tun mit einem Spieltagstipp im Derby gegen Düsseldorf. Ich werde mich sehr schwer tun mit einem positiven Spieltagstipp. Wie gesagt, wir sind wir sind momentan voll der Achterbahnverein und von daher, ich kann momentan keine Weitsicht an den Tag legen. Das fällt mir wirklich momentan ein bisschen schwer. Wir haben so viel Potenzial, wir spielen wirklich teilweise die Gegner in manchen Situationen an die Wand, aber wir kassieren zu viele Tore und machen zu wenig aus unseren Chancen. Und wenn dann der Moment der Auswechslung kommt, dann hast du da so einen Luca Waldschmidt, der sich bewegt, als hätte er einen 100-Kilo-Arsch. Dann hast du da einen Steffen Tigges, der eine Elefant im Porzellanladen Einstellung an den Tag legt. Wirklich, als ob da jemand in einem Preisausschreiben einen Spielerausweis gewonnen hat. Keine Ahnung, Mann. Aber ich will jetzt nicht mich zu sehr darauf konzentrieren. Ach, Damian sowieso. Damian, ey, komm, der will noch nicht mal die armenische Nationalmannschaft mehr haben. Und die haben jetzt auch nicht gerade momentan so extrem viel Spieler zur Verfügung, die irgendwie europäisch unterwegs sind. Das war mal früher anders, jetzt ist es nicht mehr so krass. Und trotzdem kriegt er keinen Platz. Zu Recht. Schwierig. Also eine geile Startelf, halten wir mal an der Stelle fest. Solange diese Jungs auf dem Platz stehen, macht der FC richtig Spaß, aber sobald es zu einer Auswechslung kommt, keine Ahnung. Ich appelliere nochmal, probiert es doch wenigstens aus mit einem Potocznik. Auch mit einem Joao Pinto, der vielleicht nicht so gedacht war, mit Startelf einsetzen. Ich weiß nur, Pinto trifft jedes Mal, wenn ich bei der U21 bin. Jedes Mal. Gib doch mal den Jungs 2-3 Spiele Zeit. Was machen die denn schlechter als so ein Tigges? Was machen die denn schlechter als ein Dietz? Und Damian, probiert es doch aus. Das ist das Einzige, wo ich letzten Endes appellieren möchte, weil, meine Güte, kannst du auch die Verträge direkt auflösen, wenn du denen keine Chance bieten möchtest. Gib denen mal 2-3 Spiele, wenn es dann nicht läuft, meine Güte. Dann mögen wir das Verlangen gerne widerlegt sein. Aber bis du es nicht mal versucht hast, dann muss sich nicht wundern, wenn dann weiterhin Vorwürfe kommen. Auch was einen Obus betrifft. Oder Obuz, keine Ahnung, er ist Türke. Das eigentlich müsste halber Türke. Der müsste eigentlich Obus heißen. Ist ja auch egal. Ich mit meiner Affinität, die Namen richtig auszusprechen. Ja, ich habe einen Rot-Weiß-Essen-Fan auf der Arbeit. Der quatscht mich schon den ganzen Sommer voll, dass wir den weggenommen haben. Warum habt ihr uns den Obus weggenommen? Warum habt ihr das gemacht? Könnt ihr den nicht wieder abgeben und so weiter? Ja. Und jetzt haben wir den und parken den auf der Bank. Und machen nichts daraus, dass wir einen Obus in der Mannschaft haben. Geben ihm keine Chance. Hauptsache Tigges spielt. Nichts ist wichtiger als das. Ich glaube nichts, das steht sogar über dem sportlichen Erfolg des FCs. Was auch immer der da für eine Vertragsklausel hat. Egal, scheiß auf. Er ist ja nicht schuld, dass wir da gestern verloren haben. Muss man jetzt im Nachhinein auch sagen. Vielleicht ist er schuld daran, dass er Leuten den Kaderplatz wegnimmt, dem man mal eine Chance im offensiven Bereich geben sollte. Wie schon gesagt, sobald diese Elf gesprengt wird, ab da wird es kritisch. Hat man gestern gesehen. Wir machen nichts aus unseren Chancen, selbst wenn wir dann überlegen sind. Deswegen, das ist momentan eine Achterbahnsaison. Ich will so schnell wie möglich die 40 Punkte haben, damit ich wenigstens in dem Punkt safe bin, dass wir da nicht mehr in irgendeinen so Strudel reingeraten, den manche uns auch prophezeit haben. Ich kann die Winterpause kaum erwarten. Und ich sage euch eins, wenn Christian Keller da nichts macht, wenn das dann wieder heißt, ja, wir trauen unserem Kader und da war nichts auf dem Markt und so weiter, dann ist hier aber Revolution. Ganz ehrlich, dann ist hier aber sowas von Revolution, dann können wir nicht mehr die Klappe halten, dann müssen wir Fans auf die Barrikaden gehen. Das sei es dann an der Stelle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, denn wir wollen uns doch wiedersehen.